und in Absprache mit dem Eigentümer wenden wir uns hier nun schriftlich an euch. Seit einiger Zeit vernehmen wir immer öfter einen manchmal gutwilligen, aber manchmal auch, nennen wir es turbulenten Meinungsaustausch zu unserem gemeinsamen Anliegen. Mit diesem Schreiben möchten wir euch unsere Perspektive, unsere langjährige Erfahrung und unsere Beobachtung mit wohlwollenden Zeilen kundtun. Gerne schauen wir auf die lange Zeit zurück, die wir nun in Gemeinschaft dieses Haus bewirtschaften. Bereits während den ersten Tagen erkannten wir, dass ihr mit uns ein super Team abgeben werdet. Wir sind erstaunt über das Konzept, das der Architekt, Eigentümer und Vermieter erarbeitet hat und sind froh, in euch einen so aufstrebenden, pflichtbewussten und einfallsreichen Wohnpartner gefunden zu haben. Wir können uns nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ihr nicht unsere Felder bebaut, Wälder entwuchert und Feinde dezimiert hättet. Dankbar bewundern wir, was ihr täglich aufs Neue aus uns herausholt und immer wieder neue Wege findet, unsere schönsten Seiten hervorzuheben. In diesem Einklang geben wir euch in höchster Anerkennung unsere eigenen Schätze und vertrauen darauf, dass ihr diese in Verantwortung und Wertschätzung verwaltet. In all dieser Zeit ist vieles passiert und gemeinsam haben wir vieles erlebt. Ihr durftet immer aufs Neue unsere Geheimnisse lüften und wir durften zuschauen, wie ihr diese in atemberaubende Dinge verwandelt. Aber unzählige Male waren wir für euer Leid, wie auch ihr für unser Leid verantwortlich. Hiermit möchten wir euch um Verzeihung bitten und euch gleichzeitig auch für die Fehler eurer Väter vergeben. Denn am Schluss zählen wir alle zur gefallenen Schöpfung. Lasst uns nicht mit dem Finger auf Dinge zeigen, die hinter uns liegen, sondern uns auf das konzentrieren, was ihr von uns und wir von euch lernen können. Und dann sind wir überzeugt, dass wir gemeinsam dieses Haus noch sehr lange bewohnen und bebauen dürfen. Trotzdem bitten wir euch, dass ihr aus den Fehlern eurer Väter lernt. Noch nie hattet ihr so viele Möglichkeiten und wir so wenig Ressourcen. Noch nie seid ihr in so einer Geschwindigkeit vorangeschritten und wir so schlecht hinterhergekommen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitbewohner, Freunde und Nutznießer, wir brauchen eine Pause. Und wir brauchen eure helfende Hand, die uns zu euch aufholen lässt. Wir stehen hinter euch und erfreuen uns an eurem Tatendrang. Jedoch geht es auf lange Zeit nur Schulter an Schulter. In all diesen Jahren wurde uns bewusst, wie sehr wir von euch und ihr von uns abhängig seid. Wir sind eine Gemeinschaft und eine Familie. Und wenn wir etwas von euch gelernt haben, dann, dass eine gesunde Familie jedes Unwetter, jedes Erdbeben und jeden Vulkanausbruch übersteht. Gespannt und voller Hoffnung warten wir auf eure Hilfe, eure genialen Ideen und auf ein neues Zeitalter, in dem wir Hand in Hand dieses Haus zu neuer Schönheit und Fruchtbarkeit erblühen lassen dürfen. In tiefer Verbundenheit, Fräulein Natur, Väterchen Gezeit, Bruder Sonne und Schwester Mond. Herzlich willkommen zum Livestream-Gottesdienst von der Vineyard Olten. Ich bin Naomi und das ist Lilo. Wir leiten, wenn nicht gerade Livestream ist, das Kinderprogramm von der Vineyard Olten am Sonntagmorgen. Wir freuen uns heute sehr auf den dritten Teil der Predigtserie «Es ist genug. Was sagt die Bibel zur Klimakrise und Nachhaltigkeit?». Heute wird es eine Premiere geben. Der Sven wird das erste Mal in der Vineyard Olten predigen und das ist auch der Grund, dass die Predigt heute auf Mundart wird sein. Jetzt haben wir noch einen Auftrag an alle Kinder. Holt euch irgendetwas, mit dem ihr einen Turm bauen könnt. Es könnte Kapla sein, oder auch Lego, oder Holzklötzchen und feurige Witzpapierrollen vom letzten Lockdown. In 1 bis 2 Minuten erfahrt ihr, was ihr für einen Turm werdet bauen. Bis dann hat Lilo noch eine coole Geschichte. Genau, und zwar habe ich etwa vor 10 Jahren angefangen, Kleingruppen zu leiten. Und ich habe immer gestaunt, wie sich gewisse Sachen, die für mich mega schwierig sind, zum Beispiel meinen Freunden von Jesus zu erzählen, für meine Mädels einfach viel natürlicher sind. Und das Coole ist, es hat dann nicht aufgehört. Die Mädels haben zum Teil angefangen, selber eine Kleingruppe zu leiten. Und jemand von denen hat dann erzählt, von ihren Kleingruppenmädels, dass sie staunen, wie Sachen für die ganz natürlich sind, die für sie selber herausfordernd sind. Und das Coole ist, vor 2 Wochen haben 2 von diesen Mädels selber wieder angefangen, eine Kleingruppe zu leiten.
Und was haben sie nach dem ersten Abend gesagt? Wir staunen, wie natürlich sich gewisse Sachen für die Mädels anfühlen. Und ich bin einfach begeistert, wie Jesus das macht, dass sich von Generation zu Generation Sachen natürlicher anfühlen. Und wenn das so weitergeht, stellt euch mal vor, wie das rauskommt. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerade allen Eltern, Kidsleiter und Teensleiter einfach mal ein Kompliment machen. Was ihr investiert, legt so einen Boden, dass sich für die nächsten Generationen Sachen natürlich anfühlen können, die für uns vielleicht noch ganz herausfordernd sind. Merci vielmals. So, jetzt hoffen wir, dass alle Kinder wieder vor dem Bildschirm sind, weil wir jetzt noch Hammer-Infos haben zum Sagen. Hey Jan, leider dürfen wir uns ja im Moment nicht live treffen für das Kinderprogramm am Sonntagmorgen. Aber am 20. Dezember werden wir hier im T2 ein Kinderprogramm zum Thema Weihnachten machen. Wir freuen uns riesig vom 11:30 bis um 11:30 mit euch zusammen den Morgen zu feiern. Und es ist einfach mega wichtig, dass ihr euch für das anmeldet, weil wir beschränkte Platzanzahl haben. Ab irgendwann nächste Woche wird auf der Homepage ein Anmeldeformular aufgeschaltet sein und per Newsletter wird es auch noch kommuniziert, dass ihr euch anmelden könnt. Wir als Team freuen uns mega auf diesen Morgen und freuen uns darauf, euch dann zu sehen. So, jetzt wollen wir Gott Danke sagen für alles Gute, was er uns gibt. Ihr könnt jetzt eure Sachen vornehmen und den Turm bauen. Also, ihr nehmt das Hölzli, sagt Gott Danke und legt es her. Ich mache gerade das Beispiel. Danke Gott für meine Freunde. Und ich sage Gott Danke für all die Leiterinnen und Leiter, die sich immer wieder in unsere Kids investieren. Und so könnt ihr jetzt daheim euren Dankesturm immer weiterbauen und Gott Merci sagen für all das Gute, das er euch gibt. Ihr könnt diesen Turm auch unter der Woche weiterbauen. Lasst ihn irgendwo stehen im Haus und immer wenn ihr vorbeilauft, nehmt ihr wieder Klötzchen, sagt Gott Danke und baut weiter. Und schaut mal, wie hoch der Dankesturm am Ende der Woche ist. Der Dave wird jetzt etwa eine Minute Musik machen. Während dieser Zeit könnt ihr euren Turm anfangen bauen und dann geht es direkt weiter mit dem Worship. So viel Stimmen, nur die Wahrheit macht mich frei. Und durch die Stärke bleibt dein Leben jetzt in mir. Du hast ausgegeben, dass ich erlöst kann sein. Neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich.
alles krass. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, ich höre dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ich seh dich. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. Bist der Weg zum Vater, durch die Ewigkeit. Und wenn wir uns sterben, bleiben wir bei dir. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, ich höre dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ein neuer Tag bricht an, die Nacht ist vorbei. Am Kreuz hast du triumphiert, ich höre dich. Ein neuer Tag bricht an, der Sieg gehört dir. Der Vorhang ist verrissen, ich seh dich. Ich seh dich. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. Bist der Weg zum Vater, durch die Ewigkeit. Und auch wenn wir sterben, bleiben wir bei dir. Jesus, du verstehst, das Leben ist in dir. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies were born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings you praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty your voice. For once you have spoken, all nature and signs follow the sound of your voice. And as you speak,
can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still survives you, so will I. If the stars are made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sound of all your praises still falls shy, then we'll sing again 100 billion times. God of salvation, you chased down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Where you lost your life so I could find it here. If you left a grave behind you, so will I. I can see your heart in everything you've done. Every part designed in a work of art. If you gladly choose surrender, so will I. I can see your heart 8 billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. What measure could amount to your desire? You're the one who never leaves the one behind.
Der Adler blickt auf diese Welt, sieht, wie Sonne Mond erhellt. Er kennt den Hasen im Geäst, den Fisch, der sich treiben lässt. Und doch hat er begrenzte Sicht, auf was er strahlt in Gottes Licht. Der Fisch in tiefer See dafür sieht des Korallenriffes Kür, den Lichter und den Wellentanz, schuppennah in seinem Glanz. Und doch hat er begrenzte Sicht, auf was er strahlt in Gottes Licht. Und der Wolf auf seiner Pirsch, ganz fokussiert auf Reh und Hirsch, schleicht durch Baum- und Blätterpracht, die sein Schöpfer uns gemacht. Doch hat er auch begrenzte Sicht, auf was er strahlt in Gottes Licht. Da der Maulwurf doch fast blind sieht Wunder, die vergessen sind, gräbt durch Zeichen unserer Zeit und hört, wie sich der Spross befreit. So hat er auch begrenzte Sicht, auf was er strahlt in Gottes Licht. Und der Mensch herrscht über ihn, sieht den Adler Kreise fliegen, taucht und gräbt kein Ort zu weit und weiß, wer allem Kraft verleiht. Trotzdem hat er begrenzte Sicht, auf was er strahlt in Gottes Licht. Nur Gott allein zählt jedes Haar und weiß, was kommt, was ist, was war. Nur er sieht die Vollkommenheit, er schuf's in seiner Herrlichkeit. Nur er hat unbegrenzte Sicht und alles erstrahlt in seinem Licht. Hey, guten Morgen von meiner Seite. Ich habe mich seit Monaten auf diese Predigtserie im November gefreut. Ich weiss nicht, wie es dir ist gegangen, aber mir war die Vorfreude riesig und ich hoffe, dass wir das heute Morgen mit euch ein bisschen teilen können. Warum? Weil das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, es ist genug, das ist bei mir persönlich schon seit langem ein Herzensanliegen. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen träume ich davon, von einer Kirche, die gesellschaftsrelevant ist und zu wichtigen Fragen Stellung bezieht und Antworten liefert. Und zum anderen ist das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit etwas, das mir schon lange am Herzen liegt und das ich probiere in meinem Alltag umzusetzen. Und ich muss euch ehrlich sagen, manchmal war ich fast ein bisschen frustriert von den Kirchen. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, dass die Kirche eigentlich viel zu wenig zu diesem Thema sagt. Und das mag verschiedene Gründe haben. Vielleicht hat man sich manchmal gedacht, dass das halt nicht so ein Thema für die Kirche ist. Dass wir von der Bibel her andere, wichtigere Sachen haben. Ich habe es sogar manchmal so erlebt, dass Menschen, die sich für das Thema Ökologie, Nachhaltigkeit interessieren und investieren, von Kirchen oder von Leuten, die in eine Gemeinde, irgendwo in eine Kirche gehen, eher so ein bisschen kritisch betrachtet werden. So im Sinn von, ja, das weisst, das ganze Zeug mit der Klimakrise, das wird ja sehr missionarisch vertreten. Und sowieso, die Kirche muss nicht immer auf jeden Hype noch aufspringen. Eben, wir haben andere Themen. Und ich habe immer schon daran geglaubt. Und das ist meine Überzeugung immer noch, dass die Kirche zu diesem Thema doch etwas zu sagen hat. Und dann habe ich angefangen zu schauen. Habe ich mal geschaut, okay, finde ich Bücher, finde ich irgendwo etwas, was schon geschrieben wurde zu diesem Thema. Und irgendwie habe ich nicht so wirklich viel Gescheites gefunden, hat es mir gedacht. Also habe ich mir selber einen Entschluss gefasst. Im Juni 2019
Also letztes Jahr war das, wo ich mir gesagt habe, gut, wenn es nichts Schlaues gibt, dann fängst du einfach mal selber an. Also habe ich angefangen, Bücher zu lesen, ich habe die Bibel durchforschen mit diesem Blick und habe angefangen, ein Skript zusammenzustellen. Und über 1,5 Jahre ist jetzt ein Skript entstanden, das schlussendlich 30 Seiten lang geworden ist. Und gewisse Teile aus diesem Skript haben wir, oder viele der Sachen, die wir herausgefunden haben, sind in dieser ganzen Predigtserie im ganzen November schon gekommen. Und heute Morgen darf ich mit euch noch das Thema Nachhaltigkeit insbesondere anschauen. Was mich besonders auch gefreut hat, als ich mich nämlich mal reinknäule in das Thema, habe ich gemerkt, dass nicht nur in der Bibel viel zu diesem Thema steht, sondern dass eben auch die Kirche bereits viele Sachen zu diesem Thema geschrieben hat. Die Enzyklika vom Laudato Si, vom aktuellen Papst Franziskus, ist nur ein so Beispiel. Und ja, klar, wenn du einmal so eine gewisse Brille anlegst und die Bibel mit einem gewissen Fokus liest, dann fallen dir vielleicht ein bisschen mehr Sachen auf. Aber lasst uns zusammen eintauchen und mal schauen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat. Weil ich glaube, es ist echt viel. Stellt euch nämlich einmal vor, wenn zum Thema Klimakrise die Kameras von den Fernsehstationen nicht nur noch auf die Klimabewegung vielleicht fokussiert wären. Oder wenn Interviews nicht nur mit Klimatologen oder Biologen geführt werden, sondern was für eine Kraft hätte das zum einen für die Gesellschaft und zum anderen für die Kirche, wenn die Kirche, Theologen, Pfarrer sich zu diesem Thema äußern und eine biblische Perspektive hineinbringen. Ich bin überzeugt, dass da extrem viel Potenzial drin liegt. Und gerade heute Morgen, als ich hierher bin gefahren, ins Studio auf dem Velo, habe ich gemerkt, dass Jesus zu mir sagt, hey, wenn dir die Bibel, wenn dir Theologen nicht zu diesem Thema mitreden lassen, dann verpasst ihr einfach etwas. Und das wollen wir machen. Und mit dieser Serie haben wir mit dem angefangen und darum habe ich auch so Freude. Dann schliesslich geht es in der Klimakrise, sagen uns die Wissenschaftler, um nichts Geringeres als um das Überleben von diesem Planeten. Und ich meine, wenn das mal nicht ein Thema für unsere Kirche ist. Übrigens ist es bereits auch schon passiert, dass sich die Wissenschaft und die Kirche zumindest annähern oder zusammen ins Gespräch kommen zu diesem Thema. Die Enzyklika Laudato Si vom Papst Franziskus, wo der René schon letztes Mal viel darüber erzählt und die ich heute auch noch einmal kurz wieder aufgreife, die ist im Jahr 2015 erschienen. Und wo diese Enzyklika erschienen ist, hat es in renommierten Wissenschaftszeitschriften wie Nature oder Science Artikel und Beiträge zu dieser Enzyklika gegeben. Also die Wissenschaftler, die Biologen haben das Werk von Papst Franziskus aufgenommen und angefangen zu diskutieren. Und ich meine, dass Wissenschaften, insbesondere Naturwissenschaften, Diskussionsbeiträge von der Kirche begrüßen und aufnehmen, das ist durchaus eine Seltenheit. In den letzten 2 Predigten hat der René bereits mega wichtige Grundlagen gelegt, warum wir eine ökologische Theologie brauchen und wie die tief in der Bibel verankert ist. Hey, wenn du diese Predigten noch nicht gesehen hast, dann schau dir sie unbedingt noch an. Es ist nämlich alles aufeinander aufbauend, die ganze Serie im November. Du findest die Predigten direkt über unseren YouTube-Kanal. In seinen Predigten hat René sehr oft über 1. Mose, über die ersten 2 Kapitel, also über das Kapitel 1 und das Kapitel 2 predigt. Und ich werde dort anknüpfen. Weil in diesen 2 Kapiteln ist ein weiteres, extrem wichtiges und häufig vorgebrachtes Argument versteckt, wenn es um das Thema geht, Nachhaltigkeit, Ökologie. Wir sehen dort nämlich in diesen ersten 2 Kapiteln, dass Gott die ganze Schöpfung erschafft. Und die ganze Schöpfung ist in ihrer Gesamtheit sehr gut. Und der Mensch bekommt in dieser Geschichte in 1. Mose 1 einen besonderen Auftrag, einen besonderen Status. Es sind sogar 2 Aufträge, die der Mensch erhaltet. Und die 2 Aufträge, die ich jetzt als erstes darauf eingehen möchte, die heissen Herrschafts- und Gärtnerauftrag. Diese 2 Begriffe sind unzertrennlich miteinander verknüpft und sie beeinflussen sich gegenseitig. Der Herrschaftsauftrag
wird in der Theologie auch Dominum Terra genannt. Und wir finden ihn in 1. Mose 1, Vers 26. Und dort steht: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Was heisst denn der Begriff herrschen? Wenn ich an herrschen denke, dann kommt mir als erstes so ein Gewaltherrscher in den Sinn. Also etwas unterdrücken oder sich etwas untertan zu machen. Es ist also etwas, das ich eher so ein mit Gewaltausübung in Verbindung bringen würde. Aber überleg dir mal. Gott erschafft die ganze Schöpfung. Alles zusammen. Er hat alles gemacht. Und jetzt kommt Gott und sagt dem Menschen: Ich will, dass du mir jetzt hilfst. Oder ich übertrage dir sogar eine Verantwortung. Herrschst du jetzt über das, was ich mache? Warum ermächtigt Gott genau den Mensch dazu? Warum gibt er ihm den Auftrag vom Herrschen? Die Antwort finden wir im genau gleichen Vers, ein bisschen vor dran. Der Mensch ist im Ebenbild oder als Ebenbild von Gott geschaffen. Und wenn wir als Ebenbild von Gott geschaffen sind, dann werden wir doch wohl auch so handeln oder so probieren zu handeln wie Gott. Und Gott ist ganz bestimmt kein Gewaltherrscher mit Repression und Unterdrückung. Schon der Thomas von Aquin hat es erkannt und gesagt, dass der Mensch Partner Gottes sei und in diesem Sinn sicherlich kein Ausbeuter. Im hebräischen Urtext steht für das Verb herrschen das Verb radah. Damit ist nicht das Herrschen eben im Sinn von unterdrücken, beugen oder herrschen im Sinn von die unterdrücken oder diese Sachen gemeint. Es geht, radah meint vielmehr leiten, auf die Weide führen, zähmen. Wörter also, die zum Beispiel auch in einer Hirtenmetapher gebraucht werden. Und hier schließt sich wieder der Bogen zu Gott. Das ist nämlich sein Herrschaftsstil. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja im Kapitel 40, im Vers 11, wo über Gott geschrieben wird: Wie ein Hirt weidet er seine Herde. Die Lämmer sammelt er auf seinem Arm und er trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere leitet er. So wird der Herrschaftsstil von Gott beschrieben. So ist er, wenn er über etwas herrscht. Weil es eben darum geht, etwas zu leiten, zu führen, zu zähmen. Oder denken wir an Jesus, der von sich selber sagt: Ich bin der gute Hirt. Wir sehen also, der Begriff Herrschen ist für uns primär eine Verantwortung. Und vielleicht, echt so, dass der Mensch ganz klar ist, wie dass man den Begriff Herrschen soll interpretieren soll, schiebt Gott noch einen zweiten Auftrag nach, der Gärtnerauftrag. Wir finden diesen Auftrag im Kapitel 2, 1. Mose 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Wie um zu verhindern, dass der Mensch auf die Idee kommt, die Schöpfung sich untertan zu machen und auszubeuten und eben alles aus dieser rauszunehmen, schiebt Gott den zweiten Auftrag hinten nach. Sei wie ein Gärtner in meiner Schöpfung. Und es ist klar, dass ein Gärtner in einem Garten das Beste für seinen Garten will. Er will, dass der Garten fruchtbar ist, dass der Garten blühen und gedeihen kann. Hier sind also Begriffe wie kultivieren, beschützen, bewachen, hegen und pflegen wichtig. Es ist auch mit Arbeit verbunden. Auch hier wieder ein klarer Auftrag, der Teil davon ist, dass wir in einer Schöpfung leben, die von Gott kommt und als Ganzes sehr gut ist und Gottes Idee. Wir Menschen sind also durch diese zwei Aufträge beauftragt, Gott dabei zu helfen, dass es so bleibt, dass die Schöpfung sehr gut ist. Im Wissen darum, dass die Erde nicht ewig ist. Der Tod gehört in die jetzige Schöpfung hinein. Aber Gott ist ein Gott vom Leben. Gott will,
Gott sucht immer, er ist, das Leben. Dieser Aspekt eröffnet eine gewaltige Perspektive, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Weil die Klimakrise, die läuft genau konträr zu unserem Auftrag. Also sie läuft genau gegenteilig. Denn die Klimakrise wird immer mehr Lebensgrundlagen zerstören. Ja, sie hat bereits damit angefangen. Und wenn wir nicht den Kurs ändern, sagen uns die Wissenschaftler, dann werden wir in immer grössere Probleme hineinschlittern. Und es geht hier nicht nur um uns, in der Schweiz, in Europa. Es geht um die globale, um die ganze Weltbevölkerung auf der ganzen Erde. Wir müssen uns vor Augen führen, dass gerade die ärmeren Regionen auf dieser Welt stärker von der Klimakrise betroffen sind, weil sie weniger Ressourcen zum Überwältigen von Naturkatastrophen haben und weil sie sehr viel direkter von den klimatischen Bedingungen abhängig sind. Und auf diesen Punkt weist der Papst Franziskus in seiner Enzyklika ganz besonders darauf hin. Und er schreibt: Es sind bereits gewisse Höchstgrenzen der Ausbeutung des Planeten überschritten worden, ohne dass wir das Problem der Armut gelöst haben. Lasst mich hier dazu ein ganz aktuelles Beispiel bringen, das in den letzten 2 Wochen in den Medien war. Und vielleicht habt ihr es wegen der aktuellen Medienberichterstattung rund um Corona und US-Wahlen gar nicht mitbekommen. Aber in den letzten 2 Wochen haben die Zeitungen von mehreren Tropenstürmen auf der ganzen Welt berichtet. Auf den Philippinen hat zum Beispiel der Sturm Wangko, der 5. Sturm innerhalb von 1 Monat, Dutzende Tote gefordert. Und Hunderte sind obdachlos geworden oder sind in die Flucht getrieben worden. In Mittelamerika ist aktuell diese Woche und heute extrem grosse Schäden, die entstehen durch den Wirbelsturm Iota, der über Honduras, Nicaragua, El Salvador und Panama hinwegfegt. 60'000 Menschen sind vertrieben worden und müssen in Notunterkünften leben. Klar, aktuell ist Hurrikansaison. Hey, aber Leute, dieser Sturm, Iota, ist der 30. Sturm in diesem Jahr. Und ihr wisst vielleicht, dass man Wirbelstürme immer nach dem Alphabet benennen. Also der erste Sturm im Jahr ist ein A, ein B, ein C, wie sie heissen. Und das ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass man zu wenig Buchstaben hatte im Alphabet. Und man musste auf das griechische Alphabet ausweichen. Weil der aktuelle Sturm Iota, das ist ein griechischer Buchstabe. Klimatologen sagen uns, dass es ganz klar einen Zusammenhang gibt zwischen häufigeren und krasseren Hurricanes und der Klimakrise. Weil das ist ja genau das Problem der Klimakrise. Es geht nicht darum, dass die Erde einfach ein bisschen wärmer wird und Gletscher schmelzen und das Polareis geht weg und die Eisbären haben kein Daheim mehr. Es geht darum, dass durch die Klimakrise extreme Wetterbedingungen immer häufiger werden verschärft werden und durch das Lebensgrundlagen zerstört werden. Weltweit bedroht die Klimakrise Leben und es geht konträr zu dem, was unser Auftrag ist. Mit Gott zusammen, wo das Leben ist, das Leben zu bewahren. Und es geht sogar noch weiter. Es geht nämlich nicht nur um die Menschen, die heute und jetzt auf diesem Planeten leben, sondern es geht auch um die kommenden Generationen, die nach uns kommen. Man redet dabei von der sogenannten intergenerationellen Gerechtigkeit. Das scheint ein sehr zentraler Punkt zu sein, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und zwar nicht nur in der Bibel. Der deutsch-amerikanische Philosoph Hans Jonas hat bereits 1979 etwas gesagt, und das ist heute als ökologischer Imperativ bekannt. Handle stets so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf der Erde. Wir sehen also, es geht nicht nur der Bibel, es geht nicht nur Gott darum, das Leben zu bewahren, sondern auch die Wissenschaftler, die Philosophen sind der Meinung, es ist gut, wenn wir das Leben bewahren. Hier scheinen sich die zwei also wieder einig zu sein. Und kommende Generationen, die weiterhin auf einem Planeten leben können, der lebenswürdige Umstände liefert, sind, glaube ich, ein starkes Argument dafür, warum wir heute Sachen anders machen müssen, warum wir Konsequenzen ziehen müssen. Wir können sogar noch ein bisschen weitergehen. Der Hans Jonas sagt, die Permanenz echten menschlichen Lebens
Gott sagt, die ganze Schöpfung als Ganzes ist sehr gut. Es geht nicht nur um einen Menschen. Ich glaube wirklich, dass die ganze Schöpfung Gott am Herzen liegt. Und auch die nächsten Generationen von dem sollen können profitieren und das sollen können erleben. Gott sorgt sich um seine Schöpfung. Er gibt den Menschen klare Aufträge und er will, dass das Leben weiterhin fortbestehen kann, weil er selber ist das Leben. Gott macht es an ganz konkreten Sachen fest. Und zwar finden wir die Sachen in der sogenannten Torah. Torah, das sind die ersten 5 Bücher Mose in der Bibel. Und in der Torah stehen nicht nur spannende Geschichten, die wir vielleicht aus der Sonntagsschule kennen, wie die Geschichte von Josef. Es stehen auch ganz viele Aufzählungen, Gesetze, Verordnungen dort drin. Sachen, die wir manchmal vielleicht lieber überlesen, weil sie uns nicht so spannend dünken. Aber lasst uns mal anhalten. Lasst uns die Ökologiebrille aufsetzen und schauen, sagt echt Torah etwas zum Thema Nachhaltigkeit. Und wenn wir das machen, finden wir ganz spannende Punkte. Lasst mich ein paar erwähnen. Der René hat bereits über das Sabbatjahr predigt. Wir finden es im 3. Mose, Vers 25. 6 Jahre lang haben die Israeliten ihre Felder bewirtschaften, dürfen säen und ernten, aber im 7. Jahr hat das Land eine Ruhepause bekommen. Gott gebietet hier am Land das Gleiche wie im Mensch, nämlich Ruhe. Archäologische Ausgrabungen weisen darauf hin, dass die Juden für ihre damalige Zeit sehr effektiv Landwirtschaft betreiben konnten. Und das unter nicht allzu extrem guten Bedingungen. Denn andere Hochkulturen zu der damaligen Zeit, wie zum Beispiel die Ägypter oder die Babylonier, die hatten riesige Flüsse gehabt, wie der Nil in Ägypten oder der Euphrat in Babylonien. Das sind mordstönde Flüsse, die regelmässig auch über die Ufer vertreten sind und das Land überschwemmt haben. Und durch das ist der Boden immer wieder mit neuen Nährstoffen versorgt worden. Die Juden, die haben in ihrem Land den Jordan gehabt. Und der Jordan ist, verglichen mit dem Nil und dem Euphrat, ein grösserer Bach. Wir sehen also, dass die Juden unter widrigen Umständen erfolgreich Landwirtschaft betreiben konnten. Und Leute, ich glaube, das Sabbatjahr hat einen Einfluss auf das, warum die Juden das können. Überlegt euch nämlich mal, wenn du einen Boden nach 6 Jahren ein Jahr lang einfach nicht bearbeiten, dann investierst du rein, dass sich der Boden regenerieren kann. Es kann sich eine neue Humusschicht aufbauen und das Auslaugen der Böden wird verlangsamt. Sprich, du investierst etwas in die Nachhaltigkeit von diesem Boden. Römische Quellen belegen, dass die Juden das wirklich auch gemacht haben, angewendet haben, das Sabbatjahr. Zumindest auf dem Land. Einen nächsten Punkt finden wir im 5. Mose, Vers 22. Kapitel 22. Dort geht es darum, dass wenn du am Wegrand ein Vogelnest mit der Mutter findest und mit Eiern drin oder Jungen, dann sollst du die Mutter sein, der Zuwachs aber die Eier, die darfst du für dich nehmen. Warum stehen diese 2 Verse in der Bibel? Vielleicht will Gott uns hier wieder an 1. Mose 1 und 2 erinnern. Wir sollen aus dieser Schöpfung heraus konsumieren. Wir dürfen kultivieren. Aber wir sollen die Ressourcen, die Vogelmutter selber, die sollen wir schonen. Ich denke, dass das eine sehr sinnvolle Interpretation von diesen 2 Versen ist. In 3. Mose 19 finden wir mit in einer Aufzählung plötzlich der Text darüber, dass man nicht 2 Samen auf das gleiche Feld ausstreuen soll. Mit der heutigen Erkenntnis macht es ja absolut Sinn. Weil es geht darum, dass der Boden nicht auslaugt. Ich selber bin ja nicht Landwirt oder habe Agronomie studiert. Aber ich habe noch nie ein Weizenfeld gesehen, wo gleichzeitig Mais drauf wächst. Und Gott gebietet das hier seinem Volk bereits, dass sie das nicht machen sollen. Klar, das mag auch noch religiöse Bedeutungen haben, wenn es darum geht, zum Beispiel Reinheit. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Verordnung von Gott eine konkrete ökologische Auswirkung auf das Ökosystem hat. Ein bisschen weiter im 3. Mose, Vers 19, finden wir etwas von den Früchten der Bäume und dass man die in den ersten 3 Jahren nicht ernten soll. Also klar, ich meine, im Garten Eden
Und das ist ja auch das mit dem Äpfel und so. Das ist ja logisch. Ja, Dave, ich glaube, es geht hier nicht ganz um einen Garten Eden. Sorry, ich habe mehr das Gefühl, es geht um Fallobst. Wenn du nämlich die Früchte nicht erntest, dann werden sie in den ersten 3 Jahren runterfallen und sie werden dazu führen, dass sich eine Humusschicht bilden kann. Wenn das Obst dann vermodert, hast du einen besseren Boden, nährhafteren Boden und investierst langfristig in mehr nachhaltige und grössere Ernten. In 5. Mose 20 finden wir etwas über das Fällen der Bäume. Gott gebietet seinem Volk, wenn sie ihr Land einnehmen, fällt nicht einfach mal alle Bäume. Machen nicht einfach mal Tabula rasa. Warum? Auch hier wieder. Du zerstörst nur eine wertvolle Ressource. Nebst den Früchten der Bäume machst du auch noch das Holz kaputt. Und es ist überliefert, dass andere Kulturen das zum Teil gemacht haben. Und was haben sie davon? Sie haben schlussendlich nutzloses Brachland erobert. In 3. Mose 11 finden wir etwas über die Speisenvorschriften. Etwas, was wir als Christen vielleicht manchmal ein bisschen auf die Seite tun, weil wir finden, das ist für uns nicht mehr so wichtig, weil wir wissen, was Jesus darüber gesagt hat, oder? Nicht das, was in den Menschen hineingeht, macht ihn unrein, sondern das, was aus ihm rauskommt. Aber wenn wir die Speisenvorschriften mal anschauen, die Torah, die ist an das Volk Israel als Nomadenvolk in der Wüste auf dem Weg ins Land Kanaan ursprünglich geschrieben worden. Und dann machen die Speisenvorschriften plötzlich Sinn. Wenn wir nämlich zum Beispiel schauen, welche Vögel das man nicht essen soll, dann sind das Vögel, die als Gesundheitspolizei fungieren. Also der Adler, der Geier, der Falken, Krähen. All diese Vögel sind Vögel, die das Aas verwerten werden. Ein bisschen später finden wir etwas über die Nagetiere. Mäuse und Ratten sollen die Juden nicht essen. Wir wissen zum Beispiel von der Pest, dass sie über die Ratten auf den Menschen übertragen wurde. Wenn jetzt also Gott hier seinem Volk gebietet, dass sie genau diese Tiere, Vögel und Nagetiere nicht essen sollen, dann kann es doch sein, dass Gott hier einfach will, dass sich der Mensch nicht mit etwas ansteckt, das potenziell lebensbedrohlich werden für ihn. Es macht Sinn, dass man diese Tiere nicht isst. Und übrigens, aasfressende Tiere entsorgen das Aas fachgerecht entsorgen. Wir haben letzte Woche schon gehört, Jesus findet Food Waste nicht so cool. Wir sehen es auch hier. Es hat alles irgendwo seine Verwertungsmöglichkeiten. Hey Leute, all diese Sachen fallen nicht nur Theologen auf, sie fallen auch Biologen auf. Ein Buch, das ich gelesen habe, heisst «Am Anfang war die Ökologie». Naturverständnis im Alten Testament. Und es ist von einem Biologen geschrieben, der Alois Hüttermann heisst. Und er kommt zum Schluss: Zumindest haben wir keine andere Kultur gefunden, die unter so widrigen Umständen gut wirtschaften und ihr Überleben sichern konnte. Gott ist der Schöpfer von dieser Welt. Und als Schöpfer gibt er uns eine Mitverantwortung am den Fortbestand vom Leben auf dieser Welt zu sichern. Und er teilt das Wissen mit den Menschen. Die Bibel hat selber davon, dass der Salomo zum Beispiel, und er gilt ja als grosser Prototyp, als Beispiel von der Weisheit, sagt die Bibel in 1. Könige 5, Vers 13 und 14, dass der Salomo ein herausragendes Wissen im Bereich Flora und Fauna, also Pflanzen- und Tierwelt, hatte. Hey, lasst mich landen, lasst mich das mal so ein bisschen abzubrechen. Was heisst das für uns? Ich glaube, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist, das tief in der Bibel verwurzelt ist. Wir haben mit dem Gärtner- und Herrschaftsauftrag eine Mitverantwortung an dieser Schöpfung. Wenn Gott selber in seinem Wort, in der Torah, so klare Anweisungen gibt, die in die Nachhaltigkeit investieren, weil er immer das Leben will, weil er das Leben ist, dann scheint es mir, ist unsere Pflicht, dass wir uns auch für den Fortbestand vom Leben einsetzen. Jeder von uns ist in diese Pflicht hineingenommen. Und ja, die Bibel sagt nichts zum Thema Flugmeilen, Recycling oder CO2-Ausstoß. Und ich glaube, es ist auch ziemlich offensichtlich, warum das so ist. Aber wenn wir die Brille von der Ökologie und Nachhaltigkeit anschauen und uns die Themen von heute mit dieser Brille anschauen, müssen wir uns fragen, was sagt die Bibel dazu?
Wir werden nächste Woche im Livestream exemplarisch mit 2 Personen hier im Studio diskutieren, was das ganz konkret in ihrem Leben für Auswirkungen hat, nachhaltig zu leben. Ich will heute Morgen bewusst nicht eine Moralkeule schwingen. Ich glaube, dass die Bibel uns einlädt, uns für Nachhaltigkeit im Sinn von das Leben erhalten einzusetzen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass ich glaube, dass die Kirchen in diesem Thema mitreden sollten. Und je mehr sie mir überlegen, umso mehr bin ich davon überzeugt. Weil, wenn wir das als Kirche machen, dann merken wir, dass wir von einer anderen Sichtweise herkommen. Wir kommen von der frohen Botschaft, vom Evangelium her. Wir setzen uns vor einen Fortbestand vom Leben ein. Nicht, weil wir Angst haben vor dem drohenden Ende, sondern weil wir wissen, dass unser Gott uns das gebietet. Er ist und er will das Leben. Und es ist unser Auftrag, dass wir mit ihm zusammen schauen, dass das Leben weitergehen kann. Nicht nur für uns hier, sondern für die ganze Welt. Für alle Bevölkerungsschichten. Auch für die Armen. Vielleicht für die geht ganz besonders. Weil sie leiden mehr, als wir es tun. Und für die nächsten Generationen. Wenn wir uns die Aufträge aus 1. Mose 1 und 2, Gärtner- und Herrschaftsauftrag, zu Herzen nehmen, dann haben wir ähnliche Ziele wie Politik oder Klimabewegung. Aber eben mit einer frohen Botschaft. Stellt euch vor, wenn Kirche und Christen anfangen, diese Ebene von Nachhaltigkeit und Ökologie in die Diskussion einzubringen, was da für ein Segen drauf liegt. Wir als Vineyard, wir glauben daran, dass Gott nicht nur durch die Bibel, sondern immer auch wieder direkt zu uns redet. Und da wollen wir jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir hören wollen, was er sagt. Ich habe probiert darzulegen, wie ich es interpretiere, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Und ich lade dich jetzt ein, dass du selber vor Gott kommst und auf ihn hörst, was er dir heute Morgen möchte sagen. Wenn wir am Sonntagmorgen zusammen sind, dann lade ich die Leute immer ein, doch nicht nur zuzuschauen, sondern wirklich teilzunehmen und aufzustehen. In dieser Zeit, einfach, wo wir Gottes Gegenwart einladen. Und ich möchte das auch jetzt, wenn du am Bildschirm bist, wirklich dich einladen wird, wenn das nicht schon vorher war, vom Zuschauer zum Teilnehmer, stand auf. Mir ruft immer so ein bisschen meine Hände auf zu, du musst das nicht machen. Und ich sagen, Gott, ich bin da, ich möchte hören von dir, ich möchte empfangen von dir. Vater, wir danken dir, dass du wirklich der Gott vom Leben bist. Dass du das Leben geschaffen hast in so einer Schönheit und Vielfalt. Und einfach so genial, dass in der Natur kein Abfall entsteht. Weil alles immer wieder verwertet wird. Weil du es so eingerichtet hast, dass es über Generationen sich selber immer wieder regeneriert. Und du hast uns eingeladen, mit dir in dem zusammen zu arbeiten, dass das so weitergeht. Wir preisen dich wirklich als Gott vom Leben. Und so wie du uns eingeladen hast,
Gärtner zu sein, von diesem Planeten zu bebauen, zu bewahren, so bist du immer der Gärtner von unserem Herz, von unserem Leben. Der Sachen in unser Leben hineinsagt, der Leben in uns wirkt. Und ich will, dass du jetzt wirklich zu jedem und jeder Person einfach kommst, wo hier zuschaut, mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart. Und neu einfach der Gärtner bist von unserem Herz. Komm, Heiliger Geist. Dort, wo es uns innen tödelt, dort, wo es uns innen krank ist, dort, wo uns innen vielleicht eher dunkel ist als hell, komm rein, schaff Leben. So wie es am Anfang geheißen hat, der Geist Gottes schwebt über den Wassern. So wie dass du kommst und wie über uns brütest. Und nachher das nächste Wort ist, und es werde Licht, hat Gott gesagt. Und das möchte ich aussprechen über jede Person, die hier jetzt zuschaut. Es soll Licht werden. Es soll Leben werden in deinem Herzen. Sprich eine Heilung aus über Krankheit. Sprich eine Wiederherstellung aus auch von zerbrochenen Herzen, von zerbrochenen Seelen. Einfach die Gegenwart von diesem guten, lebensspannenden Gott über jede Person, die jetzt zuschaut, im Namen von Jesus. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du spürst Wärme in deinen Händen oder du spürst ein Kribbeln, dann ist das die Gegenwart von Gott. Dann lade ihn einfach ein, noch mehr zu kommen, noch mehr zu machen. Vielleicht spürst du Frieden, vielleicht musst du anfangen zu brüllen. Das ist alles gut. Das ist, wenn die Gegenwart von Gott kommt, sind das die Sachen, die passieren. Es gibt Leute, die in der Woche hören, einfach, was Gott noch ganz speziell zu einzelnen Personen sagen will. Und er wird uns jetzt weitergeben, was sie gehört haben. Morgen von meiner Seite, ja, es ist sehr krass, was der René vorhin gesagt hat, haben wir schon gehört. Und ich werde es gleich noch mal wiederholen, weil ich glaube, das macht einfach noch mal etwas mit den Leuten, wenn sie es noch mal hören. Und es ist wirklich so, wir haben es nicht abgesprochen. Das eine war, wo er gesagt hat, es soll wirklich Licht in das Leben hineinkommen. Wir haben ein Bild im Vorfeld, das eigentlich mega zu der Serie passt und vor allem auch zum Wetter, so wie wir es kennen im Mittelland, nämlich der Nebel da war. Und wir kennen, das Nebel ist jetzt nicht unbedingt das Kühlste. Und wir vermissen dann die Sonne. Und ich glaube, es gibt wirklich Leute, die einfach wie so eine Schwere da ist und die sich fühlen in ihrem Leben im Moment, wie wenn sie im Nebel wären. Und eigentlich ist es ja sehr leicht, dann etwas dagegen zu machen. Nämlich, man muss einfach ein bisschen rausgehen, ein bisschen in die Höhe gehen, dorthin, wo die Sonne ist. Und es ist ja auch nicht so, dass die Sonne völlig weg ist in deinem Leben. Sonst wäre es nämlich komplett dunkel. Und ich möchte dich mega einladen, dass wenn du merkst, es gibt Sachen, die schwer sind im Leben, dass du auch die nötigen Schritte machst. Das sind wenige eigentlich. Du musst nur ein paar Schritte machen, dorthin, wo die Sonne ist. Und die Sonne, das ist Gott, der kommt und er gibt Vollgas. Und für dich braucht es ganz wenig. Und ich möchte dich einfach einladen, an dem Punkt, dass du die Schritte machst. Ich glaube, du merkst es ganz genau. Und ja, wir haben auch probiert hinzulassen, um noch ein bisschen konkreter. Vielleicht bei jemandem kann es sein, dass wirklich ein Auto kaputt gegangen ist und er braucht das Auto und er weiss nicht, wie es weitergehen soll. Einfach das mal auf der Seite lassen und zu dem Licht gehen, zu Jesus gehen. Und das Zweite, was er gesagt hat, dass Sachen heil werden. Wir haben ein Bild gesehen, wo uns traurig gemacht hat auf der einen Seite, aber andererseits halt, weil Gott Ding ist, hat es auch uns wieder mega ermutigt und das wollen wir weitergeben. Nämlich, wir haben so wie eine Tafel gesehen, wo jemand hatte auf seinem Leben und dort ist einfach Sachen, negatives Zeug drauf gestanden. Und dann haben wir gesehen, wie Jesus kommt und hat es ausgeputzt. Ich kann das jetzt nicht machen mit dieser Tafel, sonst bekomme ich irgendwie eine Lampe von denen von der Deko. Aber stell dir das vor, Jesus kommt und putzt das weg und dann schreibt er etwas Neues drauf. Und zwar, ich habe nie den Glauben an dich verloren, nie. Und das möchte ich dir weitergeben. Wenn du merkst, das spricht dich an, dann nimm das für dich. Du darfst auch uns schreiben oder anrufen. Die Adresse ist eingeblendet. Ja, und was wir auch noch gemacht haben, wir haben hingelassen, wegen Krankheiten generell, hat der René schon gebeten. Wir haben noch etwas, wahrscheinlich wirklich von Corona. Wir haben den Eindruck, es sind Leute da, die den Geschmackssinn verloren haben. Eigentlich sonst wieder geht es noch gut, aber der ist noch nicht zurückgekommen. Und ich glaube, das passiert heute. Und für das hätte ich noch gebeten.
Vater, danke, dass du jetzt bei diesen Leuten bist und dass du grösser bist als jeder Virus, den es je gegeben hat und je wird geben und auch als der aktuelle. Und dass du auch durch deinen Geist durchdringen magst und heilen magst, immer noch. Und ja, so spreche ich jetzt Heilung aus über alle diese Menschen, wo der Geschmackssinn verloren gegangen ist. Das ist etwas aus dieser Schöpfung, die Gott gemacht hat. Er hat uns so ausgerüstet, dass wir ganz viele Sachen wahrnehmen und dass es wieder zurückkommt. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du einfach dort durchgehst und das berührst. Ja, und noch das Allerletzte. Ich glaube, dass jemand da ist, vielleicht, wo das Problem hat mit einer Niere oder auch einem Gefäßverschluss, wo vielleicht gleich eine Operation muss machen muss, wo vielleicht ein bisschen kribbelig ist. Dort wollen wir dir auch Mut zusprechen. Jesus sieht es und er ist bei dir. Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Can you feel this word? No one could express how much you deserve. For we can't pour, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to Ja, wir sind schon fast wieder am Ende von diesem Livestream angekommen. Wir haben 3 Predigten lang jetzt das Thema Klima und Nachhaltigkeit aus Sicht der Bibel angeschaut und wir haben ganz bewusst nicht allzu konkret gesagt, mach das nicht, damit es nicht irgendwie so einen Gesetzeskatalog gibt, sondern wir versucht, eine tiefe Überzeugung zu entwickeln aus der Bibel, warum dass Gott sagt, helfen wir mit im Erhalten und Erneuern immer wieder von diesem Planeten. Nächsten Sonntag wird es ein bisschen anders laufen. Ich möchte dich wirklich einladen, unbedingt dabei zu sein. Es wird auch wieder auf Hochdeutsch sein. Und zwar wird es einen kurzen Input geben am Anfang einmal zum Thema «Es ist genug». Und nachher werden 2 Leute aus der Wiener Alten einfach erzählen von sich, ganz konkret in Interviewform, wie nehmen sie den Auftrag von ökologischem Handeln ernst. Und es wäre mega cool, du könntest dabei sein, vielleicht sogar über den Bildschirm noch ein bisschen mitdiskutieren, mal schauen, wie interaktiv wir das machen können.
In einer Woche schließen wir die Serie ab und es wäre wirklich mega cool, du wärst dabei. Hey, in diesem Sinne möchte ich noch bitten um ein Segen von Gott und dir einen ganz schönen Sonntag wünschen. Vater, wir danken dir für all das, was wir gehört haben. Und in deinem Namen, Vater, im Namen vom Sohn und vom Heiligen Geist, segne jede einzelne Person, die teilgenommen hat am Livestream. Wir haben wirklich den Frieden von Gott, der höher ist als alle Vernunft. Deine Gedanken und Sinn bewahren in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Hey, ganz einen schönen Sonntag und hoffentlich in einer Woche auf dem gleichen Kanal wieder.